Jetzt gibt es jetzt neuerdings Quicktime-Events. Das rein geschafft hier. So, danke. Festhalten, es ist etwas raue See. Yes, ne. Kommt Tag hier leid. Hier komme ich nicht durch. Weiter geht's mit Indiana Jones. Und der große Kreis. Wir müssen hier ein bisschen schleichen eigentlich. Es sind schon, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, es sind schon die Deppen auf ihrem Schiff. Also das hier ist ihr Schiff. Die Deppen sind so doof, dass sie ihr Schiff, ein Kampfschiff, kein Fliegschiff, ein Schwimmschiff, auf dem Himalaya-Gebirge gestrandet haben. Fragt mich nicht wie. Das sind wir dabei herauszufinden. Aber das ist doch wohl, also wenn das kein klares Anzeichen dafür ist, dass es Deppen sind, dann weiß ich aber auch nicht. Moment. Experimentnotizen. Experiment Delta Kreis 0. Ort vor der Küste Perus, 50 Kilometer westlich von Lima. Logbucheintrag von SS-Hauptsturmführer Theodor Engel. Zweck des Experiments: Messung jeglicher Kräfte, die dem großen Kreisartefakt Stein innewohnen, das auf der Machu Picchu-Expedition von 1937 gefunden wurde. Bericht. Anwesend sind ich selbst, Dr. Laura Lombardi und Kommandant Konrad Altrichter zusammen mit der Besatzung der KMS Kummetz. SS-Sturmbannführer Emmerich Voss beobachtet das Experiment mit weiteren Teilnehmern der Expedition von einem nahegelegenen Schiff aus. Alle sind um den Stein versammelt, der auf einem improvisierten Podest platziert wurde. Dr. Lombardi spricht erneut gegen die Art und Weise der Durchführung des Experiments aus, wobei sie sich auf die spekulative Natur der von ihr übersetzten Silbenschrift bezieht, sowie das Fehlen des theoretischen Verständnisses möglicher Risiken. Sie erachtet das Experiment als waghalsig und gefährlich. Der Kommandant erinnert Dr. Lombardi daran, dass es sich hier nur um einen Stein handle und sie nicht weiter seine Zeit verschwenden solle. Des Weiteren weist er darauf hin, dass er sich gegenüber Sturmbannführer Voss verantworten muss, wenn sie nicht seinen Befehlen folgt. Nach einer kurzen Diskussion gibt Dr. Lombardi widerstrebend ihre Zustimmung, mit dem Experiment fortzufahren. Sie nimmt den Stein in die linke Hand, hält ihn in die Höhe und beginnt. Das Dokument endet abrupt. Die Adamitisch-Kenntnisse ihrer Schwester haben wohl eine wichtige Rolle beim Experiment gespielt. Wie das denn? Verstehe ich nicht. Ich bin nicht sicher. Suchen wir weiter. Ja, oh ja, das brauche ich. Ein Verband. Mir geht's nämlich, ich muss gucken, sorry, dass ich wieder volle Energie krieg. Ich muss hier mir mehrere Schussgefechte mit Deppen liefern. Und ich bin nicht gut in Ego-Shootern, wie ich nicht müde werde zu erwähnen. So. Okay. Ich lege hier mal jetzt die Waffe hin. Nimm stattdessen das Feuerzeug, guck mich da drin mal ein bisschen um. Nice Couch. Nichts hier, ich hätte es gedacht. Gibt es ein bisschen was zu holen bei dem? Scheint ein bisschen was Höheres zu sein, der Fuzzi. Okay, dann guck mal hier noch. Ah, guck mal. So. Da. Noch ein Verband zum Heilen. Und eine Skizze. Maya-Zeichnung. Skizze einer Maya-Statue, die offenbar vor der Peru-Expedition gefunden wurde. Leichter Riss, Maya-Statue, Panama. Okay, danke. Ah, das ist Maya, nicht Inka. Muss ich im College genauer untersuchen, wenn ich zurückkomme. Ja, steht doch auch Maya-Statue dran. Inka-Statuen werden ein bisschen eckiger.
Sag ich jetzt mal so, keine Ahnung. Das ist so mein Verständnis von Maya und Inka. Die Inka waren eckiger. Ich werde wohl nie verstehen, warum Laura hier war. Zumindest kann ich Voss davon abhalten, den Stein zu bekommen. Ja. Ich muss mich hier gut umgucken, weil, ne? Offizierslounge. Ich sehe Nazi-Leichen. Aber wo ist der Kommandant? Das sind Offiziere. Aber der Kommandant fehlt. Alle Buchstabenkombinationen wurden durchgestrichen, außer Was sein? J-Ö-G-M. Also doch das, was ich dachte. Jögem. So, was auch immer Jögem ist. Also, ja, ist ein Passwort oder so. Was guckst du da? Kummetz Kriegsschiff. Treten Sie in die Riege der Besten Deutschlands ein und begeben Sie sich auf eine edle Reise auf See. Ihre Nation braucht sie. Monatlicher Bericht zur Kummetz. Moment, lass mal kurz gucken. Die Kummetz nahm an mehreren... Moment, das ist zu groß. Die Kummetz nahm an mehreren Geleitschutzmissionen teil, um die lebenswichtigen Nachschublinien für die Achsenmächte in Europa zu schützen. Trotz sporadischen Feindkontakt sicherte das Schiff effektiv Kontrollroute. Technik und Wartung. Monatlicher Bericht. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwie schon was drin steht. Irgendetwas sein. So, ja, ich weiß, dass da hier irgendwas sein muss. Lass mich mal das Feuerzeug nehmen. Feuerzeug eigentlich. Ich will ein bisschen hell haben. Vielleicht hier. Irgendwo... Ach, 100 Pro ist doch hier irgendwas. Nee, das ist... Ja, das ist eine Tür. Warte. Oh, das... Ich hab gar nicht gesehen. Tagebuchseite. Tagebuch des Kommandanten. Oha. Dies ist die letzte Nachricht von Konrad Altrichter, Kommandant der KMS Kummetz. Wir sind... Gott weiß wo. Ja, Gott ist wirklich der Einzige, der das weiß. Nach diesem Ereignis, nachdem ich Zeuge der Entfesselung der ungeahnten Kräfte wurde, die in diesem Stein gefangen waren, verfolgte ich diese Frau Lombardi und schnappte mir den Stein von ihr. Ich realisierte, dass er dem Vaterland gehört. Er muss beschützt werden. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, mich mit ihm im Tresorraum einzuschließen. Ich werde versuchen, das zu tun, was dieses verdammte Weib getan hat, um das Ereignis auszulösen. Ich bete darum, dass es funktioniert. Aber wenn es das nicht tut... Diese Nachricht geht an das Rettungsteam, das sie findet. Ich habe den Code zur Öffnung der Safe-Tür niedergeschrieben. Ihr werdet wissen, was ihr damit zu tun habt. Wenn ihr mich nur noch tot vorfindet, dann bringt den Stein zum Führer und sagt ihm, dass ich mein Leben gegeben habe, um ihn zu beschützen. Heil dem Reich, heil dem Führer. Da liegt er und heilt, der Depp. Der Kommandant hat sich im Schutzraum da eingeschlossen. Mit dem Stein. Perfekt. Dann rein. Wir müssen erst die Kombination finden. B-Buch. Das war ja J-Ö-G-M. Erkenne ich jetzt erstmal nix. Warte. Was liegt da rum? Noch eine Code-Tabelle? Codescheibe? Moment, ich muss hier was fotografieren. Moment. Nein. Ah, die Chiffriermaschine. Okay. So. Funktioniert das? DWHF. Noch eine Code-Tabelle. Auch dadurch werde ich nicht wirklich schlau. Ja, Mädel, ist ja gut. Kannst du mal aufhören, mir im Weg rumzuschlappen? Ich meine ja nur, wir gehen ja jetzt schon weiter. Guck. Sie hat halt kalt. Oh. Das ist eine Zahl.
Und ich habe JÖGM. Affe ist übrigens 8514. Ich sehe hier nirgends ein Ö. Ein M könnte ein 3 sein. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich habe jetzt ein M gefunden. JÖGM brauche ich. Ja, ein M ist eine 3. Das ist schon mal klar. Jetzt braucht man ein J oder sowas. Oder ein G. Blau. Da ist ein Ö, ist 8. 8. Also machen wir mal einfach 08 03. Erstmal das, was wir wissen, geht man schon mal ein. Pass auf. 0 8 0. Also die Nullen weiß ich noch nicht. Aber was ist eigentlich das da? D, W, H, V? Ich verstehe das nicht ganz. Kann ich die auch drehen? Ne, die kann ich nur nehmen. So. J, Ö, G, M. Also wir brauchen noch ein J und ein G. Eins von beiden, den Rest kriegen wir dann so hin. Beinberg, Biss, Blau, Bleier, Blut. Ruth, Deko, dazu, Dato, Daus, Darm. Camp, Burg. G ist eine 0. Okay, dann kann man das so lassen. So, jetzt gehe ich hier einfach alles nacheinander durch. G ist eine 0? Da. Nee, guck mal, G ist eine 2. Wie komme ich denn auf 0? Da, weil da, bei Burg ist es eine 0. Bei Berg ist es eine 2. Also wenn das alles mehrere Bedeutungen haben kann, dann habe ich jetzt ein Riesenproblem. Weil ich nämlich hier nicht weiter weiß. Wenn ich doch mal... Mach mal hier Licht, dass ich überhaupt mal was sehe. So. D, W, H, F. Ich kann das aber halt hier auch nicht drehen. Weißt du? Ich kann es nur rausnehmen. Ich kann es nicht drehen. Wenn man das irgendwie drehen könnte oder so. Och, China. Ja, guck mich nicht an. Warte mal. Aha. J. Ja, ist es eine. Hätte ich besser andersrum gedreht. China. Wieso gibt's denn hier kein M? Oh, ja, ist ja gut. China, geh mir nicht auf die Nerven, hey. Boah, bist du mal wieder nervig. Echt jetzt, China, du lernst ja gar nichts.
J-Ö-G-M. Und jetzt rennst du mir schon wieder rum. Kann ich dich nicht einfach nehmen? Setz dich da hin, Mädel. Mann, ist ja schlimm mit dir. Also im Moment ist es wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Nach was ist denn das hier alles? Warte mal. Die Flossen weg. Da habe ich ein Ö gesehen. Das muss an zweite Stelle. So, jetzt habe ich hier Y, W, P. Ich kann jetzt sagen, ob es ein W... Ja, okay, da ist ein M. So. Jetzt müsste das Ganze zu schaffen sein. Hoffe ich doch. Also. J. Ö. G. M. Und jetzt? Gina. Gina. Komm mit. Komm. Guck. So, jetzt schnell hingehen. Aber wie weiß ich jetzt... Wie funktioniert diese Maschine? Erklärt mir das mal jemand. Warte, hier. Ich erkläre es mir einfach selbst. So. Nur schade, wenn man nichts zum Entschlüsseln hat. Laber nicht. Und wenn ich das verschlüsselte Wort aus dem Brief eingebe? Hab ich gemacht. Wenn ich das verschlüsselte Wort eingebe, bekomme ich einen Code für die Abgleichtabelle. Gib das verschlüsselte Wort aus dem Brief in die Dechiffriermaschine ein. Suche dann das entschlüsselte Wort in der Abgleichtabelle, um den Code zu erhalten. Welche Abgleichtabelle? Da ist nichts. Ich hab doch vorhin geguckt. Da ist nichts. Da ist kein J-Ö-G-M. Verstehe ich nicht. Gina, ich mache jetzt von dir ein Foto. Und dann klebe ich es neben Dummheit ein. Ich Echt muss die jetzt. Entschlüsselungsräder finden. Ja, hab ich gemacht. Die Räder müssen in die richtige Reihenfolge. Ich muss die Zahnräder so ordnen, dass ich das verschlüsselte Wort eingeben kann. Hab ich gemacht. Ah, so bekommt man also den Code aus der Maschine. Die Einstellung J-Ö-G-M auf der Dechiffriermaschine sollte die Buchstaben Blut erzeugen. Wo denn? Ach so, wenn man sie aufmacht. Moment. Ja, das musst du aber auch dazu schreiben, dass das dann da unten geht. Okay. Gina, geh mir nicht auf die Nerven. Mann, ey. Gina, du bist so nervig. Verstehst du das? Bleib doch einfach mal stehen. Und nerv mich nicht. Oder mach du das Rätsel, wenn du es doch so gut kannst. Mann, Frau. Ja, nö, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Latsch mir einfach durch. Ist ja nicht so, als würde ich hier gerade versuchen, das Rätsel zu lösen. Nein. Ach, ich muss einfach irgendwas kaputt machen. Natürlich schmeiße ich ja nicht die Flasche an den Kopf. Das macht man nicht. Ah, das ist noch eine Flasche. Ah, nochmal kaputt machen. So. Okay. Ja, das ist Quatsch da. Aber das da... Wo ist denn da Blut? Bein, Berg, Bier, Bild, Biss, Blau, Blut. 3666. Ai. Alter, Gina, gehst du mir auf die Nerven, ey. So. 3, 6, 6, 6. Das ging recht leicht. Ja. In der Regel gibt es einen Geheimgang vom Schutzraum zur Gefechtsstadt. Eine Machu Picchu-Skizze. Die Zeichnung einer Statue, die einst einen Stein des großen Kreises enthielt. Muss die Statue sein, die in Machu Picchu gefunden wurde. Der Stein wurde im Innern aufbewahrt. Das alles für einen Stein. Ja, deine Schwester hat ja gezeigt, dass der Stein wohl ein bisschen mehr als nur ein Stein ist.
So. Sorry, das hat jetzt lange gedauert. Ich hab's einfach nicht geschnallt. Es war mir erstens mal nicht bewusst, dass dass man nicht einfach nur die Dinger da reinmachen kann, sondern dass es oben so eine Klappe gibt. Das habe ich nicht gesehen. Und dann halt, ich bin zu doof. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man dann unten, wenn man so oben eingestellt hat, dass man dann unten gucken kann. Bin ich auch nicht auf die Idee gekommen. Habe ich einfach nicht gesehen. Bin ich zu doof. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Da ist er ja. Was steht da? Schwer zu sagen. Vielleicht irgendwas mit Erde. Finger. Was war das? Nazi. Deppen. Schnell verstecken. Ja. Jones! Gib auf die Flossen drauf. So klar, dass er keine Probleme hat, seinen Kollegen die Finger zu spalten. Was sollte dieser Zoom gerade? Hey, du! Ciao. Granaten. Okay. Ja, geschossen. Ganz, oder? Natürlich. Ich bin überrascht, Dr. Jones. Voss sagte mir, Sie sind tot. Ach ja? Was hat er sonst noch für Lügen erzählt? Hände hinter den Kopf. Ach, der guckt erst gar nicht nach China. Wo ist der Stein? Amerikanische Ratte. Stein? Was für ein Stein? Sagt gleich eine gewamscht. Nicht? Komisch. Oh, guck mal da. Ist Ihnen Akrophobie ein Begriff? Höhenangst? Ja. Ich leide darunter. Und doch stieg ich auf diesen grässlichen Berg, obwohl mein Verstand den ganzen Weg geschrien hat. Wegen etwas, das ihr engstirnigen Amerikaner niemals begreifen werdet. Oh. Oh, bitte. Erleuchten Sie mich. Hingabe. Totale und absolute Hingabe für das Vaterland. Und die Amerikaner?
Was ist Ihr Ziel, Ihr Lebensinhalt, Ihr Nutzen? Hm? Sagen Sie es mir. Hamburger und bunte Bildchen? Ihr habt keine Geschichte, kein Volk, keinen Anführer. Was ihr habt, ist nur dummer amerikanischer Zeichentrick. Tschu-tschu, tschu-tschu. Ha, 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 ha. Ja, komm, Mann! Das ist schon Ihr dumm! lacht und tanzt, feiert eure Dummheit und trinkt die abgestandene Pisse, die ihr Bier nennt. Reichs. Halt einen Punkt. Überwinde jede Angst, um ein Reich zu erschaffen, das 1000 Jahre überdauert. Und hier wiederum hat er nicht mehr einen Punkt. Mit Hingabe kann man allem widerstehen. Sie macht mich unbesiegbar. Herzlichen Glückwunsch. Her mit dem Stein. Sofort! Dafür müsste ich ihn haben. Fleddere ich eben ihre Leiche! Moment, Was? ich hab den Stein. Ich hab ihn. Ich weiß, was sie vorhat. Ich weiß genau, was sie jetzt macht. Sie drückt ihm jetzt eine Granate in die Hand. Bitte. Gina. Nicht. Du musst den Splint ziehen. Geh nach oben. Steck ihn gut ein, Mädel. Oha. Ich glaube, jetzt gibt's eine Schlittenfahrt. Und diesmal ohne Gummiboot. Hilfe! Wird irgendwo festhalten. Oder vom Boot runterspringen. Eins von beidem. Mädel, du sollst ihn gut einstecken. Und nicht in der Hand behalten. Gina! Haltet sie auf! Erschießt sie! Hab dich. Schön, der Wilhelm Schrei kommt auch im Spiel vor. Sehr schön. Hier los, gibt's jetzt neuerdings Big-Time-Events. Hast rein geschafft hier. So, danke. Festhalten, es ist etwas raue See. Yes, schnell. Mir geht es gut. Okay. Okay. Gesetzt den Fall, dass das Boot, machen wir die Taschenlampe weg, vorwärts fährt, dann dürfte das Heck hinten sein. Okay. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Sorry, also ja, war grundsätzlich schon richtig. Ich habe nur zu wenig geschwungen. Geschwungen. So. Herrje. So. Hör mal auf. Indy, pass auf. So, erstmal gescheit zielen. Also. So, ich muss da rüber. Behaupte ich jetzt mal so. Ich weiß es nicht. Ja, so.
Okay. Und nun? Mach doch mal das Feuerzeug weg, Mann. Wo muss ich denn hin? Also wenn ich da runtergehe, darüber. Jetzt hänge ich irgendwie. Da hoch? Da hoch. Okay. Da hoch, das ist keine Treppe. Dahin. Sieht mir alles irgendwie nicht so gut aus hier. Ah, okay. Alles klar. So. Weiter hoch. Wohin jetzt? Hey! Was? Hey! Wo? Wo bist du denn? Und wo soll ich hin? Wo bist du denn? Kannst du... Ja, dann sag mir doch, wo du bist. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Ach, da. Ach so. Mann, Mädel. Sag das doch. Ich komm. Wie soll ich da rüberkommen, Mädel? Schon mal darüber Gedanken gemacht? Ach so. So. Ja, sorry, das ist etwas unübersichtlich hier. Man könnte denken, wir sind auf einem fahrenden Schiff oder so. China, kommst du mit? Komm her. Ja. Komm mit, China. China! Festhalten! Festhalten. China, eigentlich dran. Jetzt aber. Auf geht's. Ja. Ah. Wo hängen wir hier? Mir fällt nichts mehr ein. Und wenn der Stein das Schiff herbrachte? Höchstwahrscheinlich wird er das. Indem er Konnte die Erde falten, indem er sprach das Wort. die Erde gefaltet hat. Macht das Ding ein Wurmloch? Zeigen Sie den Stein! Ah, wir müssen was tun. Denkt nach. Alles! Der Typ hat mal Selbstvertrauen, der Gans. Das muss man ihm lassen. Ich bin unbesiegbar! Erde. Erdenspalter. Ozam. Adamitisch! Wir müssen das Wort auf Adamitisch sagen! Dann hätte sogar ich ihm sagen können. Nimm. Ozelaim!